So, servus und Habideri zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Und heute zu unserem allseits beliebten Thema oder Rubrik, den Warlex, und zwar für den Monat März. Das mache ich natürlich nicht alleine. Die drei lustigen zwei sind heute beieinander. Mit mir der Kani noch dabei. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Und der Corby natürlich. Servus, grüßt euch, na, wie geht's? Super, alles senkrecht. Bei dir? Bei euch? Das ist schön. Ja. Schlechte Leute geht's immer gut. Das erste Quartal ist das macht mir eigentlich schon fast wieder fertig. Das Jahr verfliegt gerade nur so. Ja, aber das Gute ist, dass jetzt bald Hardline ist. Das ist gut, dass das erste Quartal bald um ist. Das ist schön, ja. Das stimmt. Da freue ich mich. Mir nervt es ein bisschen, dass ich nicht in die Kirche komme am Ostersonntag, aber... Geht gut. Ja, du diese schon um 10 Uhr. Ja, da müssen wir frühstücken, oder? Du, Kani, du und ich, wir gehen direkt nach der Sublime-Party oder wie heißt ja. Gehen wir gleich in die Kirche, okay? Schon, oder? Passt. Ja. Aber weil das Frühstück dann auch, gell? Das ist ja in der Kirche? Nein, beim Hardline, da ist doch immer das Frühstück dann am Sonntag in der Früh. Dann decken wir uns ein, frühstücken in der Kirche und dann... Ja, oder wir betten beim Frühstücken ein paar Ave Maria. Das geht auch. Da ich sagen, machen wir es so. Du, dem lieben Gott ist das egal, wo du betest. Hauptsache du betest. Eben schon, ja, der Kirche nicht. Beziehungsweise, ich kann mich daran erinnern, Ostersonntag, ist das nicht immer so Kirche schon um 6 Uhr in der Früh? Puh, da bin ich raus. Das kann gut sein, weil ich glaube, die machen das so ziemlich alles, damit es nicht angenehm ist. Das ist Wahnsinn. Bei uns in der Kirche auch. Du weißt das, da haben sie sogar an der Holzbänger, hast der Holzbänger ganz eine Grintige und dann ist hinten, wo du die anleinst, ist so ein Holzleisten, dass der Ja ins Kreuz eindruckt. Das ist Wahnsinn. Das sind ja alle, oder sind so ziemlich alle Kirchenbängern, sind so, von denen habe ich immer eine Bandscheibenvorfälle. Das ist Wahnsinn, gell? Weil du immer drin bist in der Kirche, immer bugeln und schaust, bist der Frank. Ja. Und brauchen sie nicht wundern, dass ich da kein Mensch nicht mehr rein mag. Ja, unfassbar. Ich bin gespannt, ich gehe davon aus, dass ich am Sonntag Vormittag sowieso alleine bin, weil letztes Jahr hat es der Kani auch nicht geschafft, dass er vor Mittag aufsteht. Ich war aber voll wie ein Scheiß aus, also lass mich bitte in Ruhe. Kann ich gar nichts dafür. Da aus Gründen unsere Zeit halt ein bisschen limitiert ist, da die sagen, Mann, wie schaut's denn aus? Wer morgen anfangen, habt ihr was Gescheites gesehen? Oder nicht? Ja, ich fange an. Und zwar, zu spät okay, kann ich. verdammt. Weißt du, wenn man so langsam ist wie du, tut mir leid. Es ist ja mitten in der Früh. Der Plan war gewesen, kann ich, wir würgen wir dann ab, oder? Ach so, ja, ja genau. Sobald du einmal sagst, ich habe ein Doku gesehen, kicke ich dich aus der Sitzung. Ich habe dieses Mal keine Doku dabei, also für meine Doku-Fans hier draußen, es tut mir leid. Ich habe ein paar gesehen, schaut es euch bei Letterboxd an, was ich angeschaut habe, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob es euch anschaut oder nicht. Dann Corby seine Doku-Ultras. Ich habe einen Film dabei, den hat der Mike schon in die Warlex dabei gehabt, jetzt habe ich ihn endlich gesehen, Fall, Fear Reaches New Heights. Und? Ja, ich weiß jetzt, was du meinst mit, man fängt an innerhalb von den ersten 15 Minuten schon zum Schwitzen. Oh. Also es ist schon, geile Aufnahmen, hat mir viel Spaß gemacht. Das ist jetzt natürlich kein extremes Meisterwerk der Filmgeschichte, aber schon geil. Kann ich nur empfehlen, zwei Kletterinnen, wie nennt man das, Klettermeisterinnen, steigen auf dem Fernsehturm hoch und der Film war ja langweilig, wenn das einfach so funktionieren darf. Und bleiben da oben sitzen und wie sie da wieder runterkommen und ob sie da wieder runterkommen. Und in welchem Zustand und in wie viele Teile. Das erfahrt ihr in dem Film. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, Jessie, meine Frau, die hat am Anfang nur gesagt, oh Mann, echt, immer suchst du irgendwelche Filme aus, der ist doch bestimmt scheiße und so. Innerhalb von den ersten 10 Minuten ist da gesessen wie beim größten Horrorfilm der Welt und nach 20 Minuten hat's dann, kam schon die ersten Szenen, wo es gesagt hat, oh Gott, ich kann nicht mehr hinschauen. So ist recht. Ja. Dann ein Film, den der Mike mir mehr oder weniger aufdruckt hat. Ich weiß, wo es kommt. Ja, echt? Smile. Ja. Au, wie zwick. Und dann haben wir, also für das, dass der Mike den ja immer wieder erwähnt hat und immer dann dachte, ja, jetzt muss ich mir den eigentlich fast schon mal geben. Ja. Und dann habe ich mir auch noch auf Blu-ray gekauft. Kurz bevor ich mir den Film anschaue, sagt mir der Mike dann auch noch, boah, Alter, schau da unbedingt vorher. Warum auch immer vorher, den Kurzfilm an, den der Regisseur gemacht hat, den Laura Hasn't Slept. Genau.
Warum hast du denn das gemacht, Mike? Warum? Weil das ein Prequel ist. Das schaut man halt dann vorher, dass man sich Das ist doch kein Prequel. Ja, freilich, weil die Frau, mit der, wo es dann der Ist schon klar, endet, aber- dann am Anfang drin dabei ist. Aber du hast mir dann dadurch Smile eigentlich versaut. Ich habe ja nicht ahnen können, dass du ein wenig geistig umnachtet bist und dass dir dann Smile nicht gefällt. Das ist ja das Nächste. Du machst es doch jetzt schon seit 2 Jahren mit dem Corby, das hättest du wissen müssen. Ja, jetzt tut mir leid, ich werde dem Kabi nie mehr einen Film empfehlen. Nie mehr. Geistig umnachtet. leider. Also, der Kurzfilm, top, wirklich. Hat mir sehr gut gefallen. Und Smile ist im Prinzip das Ganze halt nur in 10-mal so lang und hat mir dann irgendwann 10-mal so gut, 10-mal so intensiv. Hat mich irgendwann extrem oppisst. Wahnsinn. Du weißt Also, ich einfach, bin raus. also da verstehe ich dann auch diesen deutschen Zusatz mit, siehst du es auch? Weil du weißt ja immer nicht, was kannst du jetzt glauben, was nicht, und irgendwann Ja, das denkst ist du, ja das Coole. Ja, jetzt pass auf. Du verstehst Und die Prämisse vom Film nicht. ja doch, und irgendwann sitzt man dann da und denkt sie, ja, jetzt ist es schon wieder gut. Entweder sie stirbt oder sie stirbt nicht. Stirb halt endlich, habe ich mir dann gedacht. Nein, du musst dir gedacht, Film, Kim über mich, zeig mir noch mehr verrückte Sachen. So musst du da sitzen. Wenn es weitergeht, dann lebt die immer noch. Conny, was sagst denn du, du hast den auch gesehen? Ich verstehe einfach nicht, warum der Corby den Leuten kein Happy End nicht wünscht. Unfassbar. Warum ich immer das Und es alles ist eine stirbt? Frau auch noch. Warum Er ist er so er zeigt gehässiger, wieder, böser dass er Mensch? frauenfeindlich ist, ohne Ende. Ja, genau. Ich hasse Das euch. ist typisch. War es ein Typ gewesen, hätte er gesagt, ja, hoffentlich hätte er überlebt. Aber nein, nur weil es eine Frau ist, Corby. Du musst echt einmal deine Frauenfeindlichkeit ein bisschen unter Kontrolle Ganz bringen. genau, das ist der Grund, richtig, ja. Nein, er hat mir einfach, also ich verstehe, Nie so Corby. ich verstehe, dass ihr den gut findet und so, weil man da schon viele Elemente drin hat, wo man sich denkt, ja, hat man so vorher vielleicht auch noch nicht gesehen, aber es ist das gleiche wie mit dem Babadook. Es ist immer einfach zu viel Psycho dann irgendwann, es nervt mich einfach dann nur noch, und so war es leider in Smile dann auch. Kaum muss ein Meetinger, der Corby ist nichts mehr. Schau du deine Dokus. Okay, gut. Genau. Dann habe ich 2 Filme gesehen, wo ich mit dem Kani für einen Film schon eine Folge aufgenommen habe, aber ich wollte es nochmal betonen. Scream 5 und 6. Yay. Herrgott, haben die mir Spaß gemacht. Also ich werde mir jetzt dann im 5er auch nochmal geben, weil mir die echt so viel Spaß gemacht haben, und dann kämen die ganzen Teile vorher dran. Wer die Scream 6 Folge sie angehört hat ja auch gehört, dass ich vorher noch nie Berührungspunkte mit Scream hatte, außer in Scary Movie. Und ja, ich habe wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt, und zusätzlich nur das Double Feature im Cineplex. Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Aber ich freue mich schon auf die anderen Filme mit dem Ghostface. Tu es. Darfst du, alle gut. Ist auf dem 3. Ja, der geht auch. Ja, geht so. Kriegt von mir, da habe ich Fanbrille auf, den mag ich auch, wenn der Ghostface umeinander läuft, dann leider Ja, wenn er es noch gerade da, aber das ist also ein blutleeres Ding auch noch, und dann diese Auflösung. Ja gut, Corby, schau da so, vielleicht drehen wir dann einmal, dann ist er wegen bei dir, hast du auch gesehen, dann ist er wegen frisch, und dann können wir mal drüber schmerzen vielleicht. Ihr habt gerade beide über mich geschimpft. Ach so. Eigentlich sollt ihr Bockig. eigentlich sollt ihr jetzt aufhören mit euch zu reden. Okay. Ich war nicht best drum, wenn du die Fotzen noch nicht. Nein, Schmarrn, ich habe euch immer nur lieb. Aber Okay. manchmal verstehe ich das einfach nicht, warum ich mir den Kurzfilm vorher anschauen hab sollen. Also das, Ja, ich wollte halt einfach nur den Findest du- Einstieg erleichtern, weil halt einfach dieses Ding also ein Prequel-Charakter hat, und diese Frau, die da eben diesen Kurzfilm in Anführungszeichen überlebt, dann am Anfang gleich vom Einser dabei, vom Film dabei ist, und dann sagt man, ja, cool, hey, ole, und der Corby sagt, na, nicht cool. das ist mir wirklich gleich aufgefallen, und ich hätte ehrlich gesagt gehofft, dass sie die Hauptfigur ist in dem Film. Ja, weil die Sutherland ein bisschen blass ist im Gegensatz zu der anderen, die ist ein wenig ausdrucksstärker. Aber gut, lasst mir Smile. Ist alles gut. Nächstes Mal sage ich nichts mehr. Nein, weil Da kommst du gegen den Corby nicht an, er ist misogyn und fertig. Na, der ist stur wie ein Esel. Ja, eben. dafür bin ich bekannt. Ja, Bin ich bekannt. null kompromissbereit. Der, Null. wenn eine Frau sagt, dann sagt er rot. Ja, und schluckt sofort zu. So, dann ist jetzt die Frage, ob ich gleich mit dem weitermache, wo sich der Mike dann nur mehr aufregt, oder ob ich ihn erst nur ein bisschen hinhalte. Kani, was meinst du? Halt mir noch ein bisschen hin, als grande Finale mehr hin, damit er ausrast. Okay, alles klar, gut. Dann habe ich einen Film angeschaut, den tatsächlich, das ist mal was Neues, und bitte aufpassen, meine Frau mir empfohlen hat. Und zwar The Impossible. Habt ihr den schon mal gesehen?
Aber Nein, noch nicht. Aus dem Jahre 2012. Noch nicht, leider. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Erzähl. Da geht es um einen Tsunami, und zwar nach wahren Begebenheiten. Den Tsunami, der am 26.12.2004 über Südostasien gebrauscht ist. Der Film erzählt die Geschichte von einer Familie mit 3 Kindern und ja, was die halt natürlich da erleben während dem Tsunami und wie sie dann eventuell wieder zueinander finden. Und war sau spannend, teilweise richtig, richtig krasse Szenen mit dabei. Die Naomi Watts spielt da mit und der Ewan McGregor und die Frau Watts, die hat da Szenen drin. Oi. Also es ist teilweise schon sehr hart dazu zum Schauen. Das ist auf jeden Fall eine grandiose Schauspielleistung, die da vollzogen worden ist. Es spielt auch mit, Kani hält die fest, der Tom Holland. Da war er noch ein bisschen jünger, oder? 2012 war er noch nicht der Spider-Man. Und auch der macht einen guten Job. Sehr emotionale Szenen mit dabei. Und ja, ich hatte einen tollen Filmausflug und habe mir gedacht, hö, schau her, meine Frau schaut anscheinend nicht nur Liebeskacke an. Was die ausnahmsweise gar nicht blitzen müssten. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise bin ich nicht nach 10 Minuten eingeschlafen. Okay. Na, Schmarrn. Und dann habe ich noch einen Film angeschaut und entdeckt. Und zwar bin ich momentan so ein bisschen auf dem Clint Eastwood-Trip. Und Mike habe ich es vor ein paar Tagen schon gesagt. Ich habe mir Space Cowboys angeschaut, aber um den geht es jetzt nicht. Sondern ich habe mir The Mule angeschaut. Er spielt da einen 90-jährigen Drogenkurier. Also eigentlich ist er, ich glaube, Tulpenzüchter oder so. Oder er züchtet auf jeden Fall irgendwelche Blumen. Und er lebt eigentlich schon immer genau für das, hat dadurch seine Familie vernachlässigt und hat dann aber irgendwann Geldprobleme. Aber seine Familie spricht halt dann immer mit ihm, weil er eben die Familie vernachlässigt hat. Und er möchte aber eigentlich seiner Enkelin was Gutes tun und sie bei der Hochzeit unterstützen und braucht halt dann da Geld. Und durch einen Freund von der Tochter, der ein paar krumme Leute kennt, kommt er eben, weil er gern durchs Land fährt, dazu, dass er Drogen quer durch Amerika fährt und darum geht es in dem Film. Sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht. Clint Eastwood mal wieder in der perfekten Rolle eines älteren, grantigen Herrn. Dieses Mal singt er aber sehr viel. Also so grantig ist er in dem Film tatsächlich gar nicht. Aber ich habe sehr viel Spaß gehabt. Bradley Cooper mit dabei, der einen DEA-Agenten spielt. Und kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Ja, der war gut, der hat mir auch gut gefallen. Ah ja, wollte gerade sagen, den hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen, aber du schon. Ja, auf alle. Ich bin nämlich auch, also Clint Eastwood-Filme, da hat er mal ja auch wieder Regie geführt, oder? Ja. Ja. Das, da machst du in der Regel nichts verkehrt. Ja. Genau. Und ich glaube, dass er da, für dieser Day ist er schon 90 mittlerweile, oder? Oder auch Ja, ich glaube über 90, hä? Ja, Wahnsinn. Respekt. Der ist jetzt 93, ja. Wahnsinn. Ja, der hat aber bestimmt noch nicht seinen letzten Film gemacht. Ich hoff's. So, und jetzt, Mike, du hast es schon mal gesagt. Dir regt es auf, wenn jemand diesen Film lobt und wenn immer wieder darüber geredet wird. Und ich gehe jetzt auch gar nicht so stark darauf ein. Gott sei Dank. Ich weiß nämlich auch, was kommt. Mach. Oh, ich bin gespannt, was ist jetzt da? Ja, da muss ich auch wieder sagen, dadurch, dass du das immer wieder erwähnt hast, hast mir eigentlich auch wieder heiß drauf gemacht, dass ich mir den noch anschaue. Okay. Ich habe bei der Party angeschaut, The Godfather. Und der Mike hat gesagt, er regt das immer so auf, alle reden immer über den Film und weil das ja der beste Film aller Zeiten sein soll. Und mei, da gibt es so viele gute andere Filme. Das stimmt, Mike. Es gibt gute andere Filme, aber du kannst trotzdem nicht behaupten, dass der Party nicht gut ist. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Aber es hat immer diese, wie wenn es nichts anderes gab. Man hört immer nur ein paar Filme, dann kommen sie mit Citizen Kane um die Ecke und was passiert, lauter solche Sachen. Aber ja, es gibt dazwischen auch noch was. Aber wie gesagt, Pate ist ja nicht schlecht. Und der zweite ist wieder so ein Ding, der ist noch besser wie der erste zum Beispiel. Ja,
Gute Filme, braucht man nicht schmerzen. Teil 2 will man direkt danach dann nochmal reinziehen. Ja. Und Epos. du musst es halt immer mit dem Entstehungsjahr vergleichen. Und für 72, da wo der erste rausgekommen ist, und 74, wo der zweite rausgekommen ist, da gab's halt sowas noch nicht. Ja. Geschweige denn, dass man sich überhaupt an das Thema Mafia rangetraut hat. Und das ist eigentlich halt ziemlich interessant, wenn man halt dann da ein bisschen recherchiert. Also der Pate ist eigentlich von der Mafia nicht gewollt gewesen. Die wollten den Film verhindern. Und da gibt es, glaube ich, mittlerweile eine eigene Serie darüber, über diese Entstehungsgeschichte von der Pate. Und tatsächlich hat aber dann die Mafia den Film danach eher dann gefeiert, weil die dann gesagt haben, ja, genau so ist. Liegt's euch nicht mit uns an. Vor allem nicht, wenn's Pferdl migt. Wie ein Werbevideo. Also wie Top Gun ein Werbevideo für die Navy ist das dann das Werbevideo für die Mafia, oder? Für die Navy? Ich weiß gar nicht. Ist Navy das Richtige? Ja. Ich weiß nicht, ist das schon, oder? Die fliegen ja da auf die Schiffe und Ding weg und was weiß ich. Für die Army. Ist für die Army. Werbung fürs Scheißen. Fürs Scheißen, genau. Fürs Scheißen, fürs Fliegen. Ja, richtig. Ja. Genau, für Flieger und fürs Scheißen. Was ist mit den anderen Podcasts, die reden nur über der Party? Oder? Ja, nein, nicht nur, aber es kommt nicht immer, das Thema ist halt einfach durch und immer an diese Beste und hin und her. Red's mal über was anderes. Gibt so viele andere Sachen. Ja. Weil eine von unseren erfolgreichsten Folgen ist über Fraktus, also von dem her. Nur bei YouTube. wir beweisen ja immer wieder das Gegenteil. Genau. Ansonsten war es jetzt soweit. Ich freue mich auf den April. Wir haben im April ja einiges vor. Es tut mir jetzt schon mal leid an alle, die uns hassen und trotzdem hören. Ihr werdet relativ viel von uns im April mitkriegen. Ihr könnt uns sogar 2-mal live treffen. Na, 3-mal. 3-mal. 2 mit dem Cineplex und 1 mit dem Hardline. Und das aber tagelang. Und das auch noch tagelang. Also es ist, schauen wir mal, wer eher genervt ist. Wir oder ihr. Ja gut, das war's. Dann, Mike, es tut mir leid, dass ich die wieder mal aufgeregt habe. Nein, also Corby, du regst mich nur, wenn du über Smile so herziehst. Warum? Ja, Geschmäcker sind doch, Geschmäcker sind verschieden. Das nein, ist doch aber du liegst falsch. Geschmäcker sind verschieden, aber die Meinung ist falsch. Okay. So, jetzt weiß ich, magst du weitermachen, so ich weiter da? Mach weiter, Mike. Ich arbeite mir jetzt wieder von unten nach oben. Und zwar fange ich jetzt mit dem Schlechteren an, leider. Und zwar heißt der Film Kill Her Goats. Ein Slasher-Film, der so auf Retro macht. Retro 80er. War eine Crowdfunding-Kampagne, habe ich für uferlos viel Geld, ein Steelbook bei Indiegogo quasi, Besteck kann man da nicht sagen, aber bei der Kampagne mitgemacht, dass Wie ich viel dann das Geld? Steelbook kriege. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast es jetzt so oft betont, jetzt musst du schon ungefähr eine Preisspanne nennen. Ja, sagen wir es mal so, der Dreckszoll macht es dann noteidiger. Also das Steelbook ist gekommen auf $35 plus $15 Schicker und dann nochmal, was waren es, $15 für den Zoll und Post. Also das ist schon ganz schön viel. Und warum hast du so viel Geld? Also warum hast du den unterstützt? Ist da Weil das cool ausgeschaut hat und auch diese ganze Prämisse mit dem Slasher und Kyle Hodder ist dabei als der Killer, als Goatface. Und ich sag's dir ganz einfach, die ganzen Damen, da spielen lauter Mädels mit und das sind lauter Ex-Playmates oder momentane Playmates und was weiß ich und schauen gut aus. Und so oberflächliches Sau. ja, es tut mir leid. Und es ist halt auch leider so, dass der Slasher technisch hinter die Erwartungen zurückbleibt, aber ferkeltechnisch nicht. Denn er holt permanent auf nackte Tatsachen drauf und konzentriert sich da so dermaßen drauf und lässt halt das Drehbuch total aus. Also ich mag ja von einem Slasher schon nicht viel Handlung, aber der Film spielt sich wirklich nur in einem Haus ab mit lauter Halbertnocker, die wirklich hübsche Mädels, die dann von so einem Killer, der wirklich brutal, brachial daherkommt, aber leider verschenkt wird in dem Film, zur Strecke gebracht werden. Also mehr Story gibt's nicht, aber er braucht halt wirklich fast 50 Minuten, bis er in Fahrt kommt. Und die Mädels entblättern sie agiler, als wir es dann Schauspielern. Ja. Ja, also wie gesagt, nackte Mädels in Slasher, alles cool, aber sie nur drauf zum Verlassen ist fast ein wegen. Und der Keller, wie gesagt, mit seiner Brachialität und mit seiner Motorsack hat er nicht, das ist ja so eine Art Heckenschau und Ding, er kommt so geil daher, leider verschenkt, die Kills sind zwar blutig, aber nicht wirklich explizit und das Pacing ist wirklich ganz mies.
zu spät und da ist halt leider auch schon zu spät. Also keine Empfehlung leider für Kill Her Goats und naja. Auwitzwig. Kill Her Goats. Aufschreiben, unter 100 Euro Steelbook kaufen. Und dann als gut empfinden. Ja, genau. Dann habe ich noch einen gesehen, ein ganz minimalistischer Film, der leider 0,0 funktioniert, wenn man die Prämisse nicht schluckt, indem das ein Mo, der an Amnesie leidet, von einem anderen Herrn engagiert wird, dass er sich in einem abgelegenen Waldhaus um seine Nichte kümmert, die geistig umnachtet ist. Corby. Und dann ist noch zusätzlich auch so, dass die Auflage, dass er da drin sein darf mit der Frau, dass er sich ein Geschirr droht er Lust an seinen Körper, wieder so eine schusssichere Westen, die er nur aufmachen kann, die er selber nicht aufmachen kann, weil die Gurte quasi hinten am Rücken sind. Und er ist mit der Kette befestigt, die er im Keller oben führt. Und die Kette ist genau so lang, dass er nicht in das Zimmer kann, von der er geistig umnachteten Dame. Also es ist seltsam, es ist wie so ein Albtraum. Man muss das wirklich als Albtraum nehmen, weil es das halt mit rationale, objektiv rational nicht fressen kannst, die Geschichte. Aber wo es dann abfeiert an atmosphärischen Grusel und wirklich, er ist halt eine unglaubliche Stimmung und dann auch die Auflösung ist ziemlich cool. Und man muss halt wirklich abfinden, das Wie ist interessant und nicht das Warum. Es gibt kaum Action, keine Jumpscares, aber es ist wirklich unglaublich gruselig. Hat mir ein paar Mal eine Gänsehaut über den Bugel gejagt. Ja, kann ich nur empfehlen. Was für ein Film? Caveat. Habe ich das gar nicht dazu gesagt? Nein, also ich komme mir zumindest nicht dran erinnern, dass Caveat. wir den Namen... Caveat. Caveat. Okay. Ein ganz kleiner Film, aber sehr effektiv. Hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, man muss sich selber einreden, dass man sagt, das ist jetzt so albtraummäßig. Dann funktioniert der so richtig. Okay. Dann habe ich noch einen Screener gekriegt, gestern. Die Leute habe ich angeschrieben von, halt's euch fest, Fäkalocaust. Das Logo von den Burschen ist ein Kannibale quasi, also das Gesicht von einem Kannibale, der gerade von einer Kackwurst abbeißt. Also man weiß schon ungefähr, wo wir jetzt niveautechnisch sind. Ja, bei uns im Podcast. Über mich immer schimpfen und dann sowas sagen. Super. Ja, nicht über Party reden, einmal über Fäkalocaust. Und die Herren und Damen gibt es seit 2015 und haben schon Filme herausgebracht wie die dämonische Mörderoma, Swabian Granny Gore Terror und das schwäbische Sägewerk-Massaker Teil 1 und 2. Regie hat geführt, auch sehr interessanter Madman Marv, ist wahrscheinlich auch ein Pseudonym. Und wir haben da einen 60-minütigen Underground-Splatter-Film, der unglaublich Spaß macht, der unglaublich kurzweilig ist und wirklich extrem wenig Leerlauf hat für das Genre. Oftmals ist es ja so, Conny, du weißt das, wir haben ja schon viel von den Wald- und Wiesen-Splatter-Filme gesehen, die halt nur cool sind, wenn es wirklich dann ans Splattern geht. Aber der Film hat wirklich so abstruse Charaktere mit dabei und wirklich akzeptables Schauspiel, dass man da wirklich Spaß hat, auch zwischen die Kills. Er schaut überraschend professionell aus, hat ein paar richtig coole Kameraeinstellungen, auch viele Drohnen werden hergenommen, der Schnitt ist super. Gut, dann hast du manchmal so Perücken und so zeigt das, wo dann ein wenig, gut, jetzt wenn ich Brandl-mäßig sage, es ist kein Shaming an Brandl, aber wo man halt dann kennt, okay, das Budget von dem Ganzen ist limitiert. Es gibt unglaublich viele Anspielungen auf andere Filme. Man sagt, da ist eine Necronomicon steht, ein Creepshow-Comic wird gelesen. Es gibt sogar Red Apple-Zigaretten für die Tarantino-Fans. Es gibt Anspielungen, ein Zombie hing am Glockenseil, an Evil Dead und an der Wand hängt auch mal ein Vigo-Poster von Ghostbusters 2 oder so. Also man kennt, dass da richtige Film-Nerds am Werk sind. Also wer so mit so Filmen wie von Troma oder die eben besagten Brandls, was übrig hat, der kann da auf jeden Fall reinschauen. Und auch die Schauspieler, wie gesagt, waren voll okay für das Ganze. Es ist ein stumpfer Underground-Splatter-Film, wie man aus den 90er kennt. Wie man aus den 90er geliebt hat und in der Tradition macht der auch weiter. Die Effekte sind zwar als Effekte klar erkennbar, aber in dem Kontext, dass man sagt, man schaut sich jetzt einen Underground-Splatter-Film an, auch voll okay. Es ist wirklich für jeden Kill und wenn jemand der Shell eingeschlagen wird oder gespalten wird oder sowas, ist auch wirklich ein Headcast gemacht worden quasi, also die Köpfe sind abgenommen worden und schauen auch die Schauspieler sehr ähnlich. Wobei es halt, wie gesagt, man kennt zwar, dass sie gemacht sind, aber die Mühe, die da dahinter steckt, ist wirklich Wahnsinn. Die Drehorte sind ziemlich cool und ich habe bei einer Sache richtig schmunzeln müssen, weil man gedacht habe, hey, wo haben sie denn die Waldhütte her, da wo diese besagten Hillbillies da hausen. Und da ist das eine Miniatur, da müsst ihr mir aufpassen, das ist eine Miniatur und schaut aber, die ist so gefilmt,
dass du wirklich meinst, das kann eine Hütte im Wald sein. Wirklich cool. Kann man nicht meckern. Ich kann über Geschichten noch was erzählen. Und zwar ist die auch so dünn, wie das sein muss für so einen Underground-Film. Und zwar geht es um ein paar Hillbillies, die im Keller das Tor zur Hölle aufhaben und da immer wieder Dämonen rauskommen. Und die müssen sie quasi, bevor sie rauskommen und ein Gemetzel anrichten, umbringen und zerschießen und zerstückeln und was weiß ich. Und sie versuchen aber auch das Tor gleichzeitig zum Schließen, aber da gibt es eine Auflage, aber jetzt schießt mich da, die weiß nicht mehr, sie müssen wie viel 100 Leute umbringen und dann aufbahren bei einer daheim, damit das Tor in die Hölle quasi wieder geschlossen werden kann. Und alle Leute, die da quasi kreuzen in dem Wald, die werden niedergemetzelt aufs Gräbste, die Polizei ermittelt natürlich, weil ein paar Leute auch schon vermisst sind und so. Und so kommt immer mehr Kanonenfutter und immer mehr blutiger Scheiß passiert. Also so, wie das sein muss. Ja, ich würde gerade sagen, das hört sich doch gut an. Ja, ich habe richtig Spaß gehabt. Die halbe Stunde ist so schnell vergangen. Die halbe Stunde, die 60 Minuten, die sind super schnell vergangen und ich habe eine mega Zeit gehabt. Also ich war wirklich extrem überrascht. Der Film ist jetzt rausgekommen, kann auch bestellt werden über Fäkalocaust. Die verkaufen das, glaube ich, bei Facebook. Und absolute Empfehlung. Wer für so Underground-Splatter-Filme was übrig hat, der muss sich den auf jeden Fall zulegen. Steh dahinter. Ja. War super. Jetzt, nachdem du erklärt hast, was das Logo darstellt von Fäkalocaust, ja. Ja. Was los ist, also, man kommt nicht unbedingt sofort drauf, wenn ich ehrlich bin, aber jetzt nach deiner Erklärung, ja. Schon cool, oder? Also ich finde auf einmal Viva la Movie-Illusion hat doch um einiges mehr Stil als mir meist. Also ich war dafür, dass wir mir unser Logo, den Filmstreifen, durch Kackwurst ersetzen. Das war klar. Bin ich dabei, 2 gegen 1, Korbi mit dem Maul. Passt, ausgemacht. Ich habe von den Damen und Herren auch schon mal einen Film gesehen vor längerer Zeit, und zwar das Schwäbische Sägewerk-Massaker Teil 1. Und wenn man dann diesen Sprung sieht von diesem Film und dann den jetzigen, es ist ein Meilenstein. Wirklich sehr schön. Kauft euch den, schaut euch den an. Wollt ihr den Screener auch haben? Wie schaut's aus? Habe ich heiß Alle. Sehr schön. Corby? Ja, ich muss ja wahrscheinlich. Ja, unbedingt. Und jetzt wenn man sieht, das wachsen, gell? Richtig. Und jetzt kommt ein absolutes Highlight. Ich habe mit keinem Film mehr Spaß gehabt dieses Monat als Impetigore vom Yoko Anwar. Also es soll jetzt jeder Horrorfilm-Fan soll jetzt Yoko Anwar auf jeden Fall notieren. Es gibt leider in Deutschland sehr wenig Veröffentlichungen von dem Herrn, eigentlich gar keine, was ich jetzt so gesehen habe. Ich weiß nur, dass man seine Filme Satan's Slaves 1 und 2 kriegt man quasi, also den ersten Teil kriegst du bei Amazon, ganz normal am Amazon US, Blu-ray. Satan's Slaves 2 ist erst auf dem Fantasy Filmfest gelaufen und gingen in Richtung wegen so Tanz der Teufel. Nicht ganz so überdraht, aber so mit Besessenheitsthematik und genau. Aber dann habe ich mir jetzt diesen Impetigore angeschaut. Und da geht es darum, dass eine Dame ein Waisenkind ist und quasi herausfinden möchte, wo sie herkommt. Und durch ein paar Umwege und Zufälle kommt es dann quasi in das Dorf in Indonesien, im indonesischen Outback, irgendwo am Arsch der Welt, wo sie Fuchs und Has gut Nacht sagen. Und da fährt sie mit ihrer Freundin hin und möchte quasi ein wenig schauen, wo sind meine Wurzeln. Aber diese Dorfbewohner sind ganz, ganz seltsame Leute und haben ganz was Schlimmes gemacht und machen weiterhin ganz schlimme Sachen. Das ist ein Okkulthorror, der extrem unterhaltsam und unheimlich ist und auch streckenweise sehr kompromisslos ist. Das heruntergekommene Setting von der Stadt, das total abgefuckt ist und am Arsch der Welt, ist extrem morbide und die Einwohner sind sehr bedrohlich. Also am Anfang ist es nicht ganz so schlimm, sie verhalten sich halt einfach ein wenig seltsam und zurückhaltend, aber es wird dann immer schlimmer und man sieht dann einer Rückblenden, warum dass diese Stadt oder diese Leute so drauf sind, wie es sind. Und so steigert sich die Spannung auch immer weiter. Und man bekommt eben Stück für Stück jetzt da raus, was los ist. Und man sieht dann auch, wie weit die Bewohner bereit sind zum Gehen. Die Darsteller sind super cool. Wie gesagt, das ist ein indonesischer Film. Man sieht, dass die Darsteller keine Profis sind, aber machen eine Sache hervorragend. Und man fiebert halt auch voll gern mit die 2 Mädels und man hasst die Besen halt auch gleich Vollgas gern. Wobei sie ja dann einige auch Charakterentwicklung durchmachen, die dann auch recht überraschend kommen kann. Und der Soundtrack ist sehr cool.
und der wirkt eher wie so ein Weinen oder Stöhnen im Hintergrund. Also das war irgendwie sehr, sehr beunruhigend. Dann gibt es ein komisches Brummen die ganze Zeit. Also der Film verbreitet die ganze Zeit so ein Unwohlsein, wie ein Midsommar zum Beispiel, wobei halt im Pettigore im Gegensatz zu dem halt total nur im Finstern spielt und im Regen und halt immer voll düster ist. Es gibt einige extrem blutige Momente. Ist nicht so krass, dass man sagt, der Titel im Pettigore war Programm, aber es gibt einige blutige Geschichten, wie gesagt, und auch die Tötung von Kindern ist mit dabei und wird nicht halt gemacht. Triggerwarnung an der Stelle. Also das ist sehr explizit, auch bei Neugeborenen und so. Ist jetzt nicht so das Serbien-Film technisch, aber sehr grafisch. Also von meiner Seite her gibt es für Pettigore eine Empfehlung. Und wer den schon gesehen hat und noch mehr sehen möchte, der schaut sich noch Satan's Slaves an und ich freue mich auf die Veröffentlichung von Satan's Slaves Teil 2, dessen Prämisse dämonenbesessene Menschen in einem Hochhaus sehr stark an Evil Dead Rise erinnert. Habt ihr es von dem Regisseur schon mal was gehört oder kennt ihr es einen von den Filmen? No, leider Nicht, dass ich wüsste. No. Schreibt es euch auf. Von mir gibt es 4,5 Sterne bei Letterboxd. Ich war dermaßen begeistert. Hervorragend. Das ist schön, Michael. Ja, wenn ich Spaß gehabt habe. Das freut dich immer, wenn ich Spaß habe. Das freut mich. Mei, der So. Fuhr. Wenn du einen Spaß hast, dann freut sich auch der Conny. Jo, das ist schön. Besser wird's bei mir halt nicht. Conny, wie schaut's aus? Von Weitem ganz entfernt gehen. Zurück von der Baustelle, wieder zum Podcast aufnehmen mit normalen Sprich halt. Oh Gott, vor der Baustelle. Du hast Ja, doch den die Scheißdreck letzten haben wir 20 immer- keine Baustelle mehr gesehen. Ja, doch, draußen. Ja, Im bei Vorbeifahren YouTube. hat man gedacht, das arme Sautepp, nie mehr hätte er nicht mehr draus stehen müssen in der Kälte. Oder Dixie Klo scheißen wie früher, oder? Aber die müssten ja mittlerweile beheizt sein, habe ich mal gehört. Echt? Irgendwas habe ich da gehört. Man dachte, ja super. Und ich hab mir das Arschloch weggefahren, weißt du? Naja. Ist eh klar. Wenn ich da nicht mehr am Bau im Handwerk, dann gibt es auf einmal Luxus-Scheißhäuser. Wahnsinn. Soll ich jetzt anfangen am Bau zum Arbeiten vielleicht? Wenn, das ist schon ein Ich Luxus. bin auch überlegen, ob ich wieder anfange. Gerade damit ich mich angenehm kacken kann. Ich gebe dir keine 2 Tage, dann bist du wieder in irgendwo und lass die Einrenken oder Spritzen geben oder sowas. Das bin ja ohne Baustelle, alle 2 Ah, Tage. ja. Was habe ich angeschaut? Gestern war ich noch im Kino und habe mir John Wick 4 angeschaut. Oleg! Und? Ja, Okay. also Schon ist immer es. nach 3 Stunden ist eine Ansage, gell? Aber es war nicht langweilig. Also ich liebe ja die John Wick-Reihe sowieso und finde da, dass sie die fast immer mehr steigern und der 4. war fast der beste für mich jetzt. Kein Scheiß. Richtig geil, also richtig geil, geile Sequenzen drinnen. Da ist eine Aufnahme ist drinnen, das ist wie so ein One-Shot, da wird von oben, da schießt er sich durch ein Haus durch und dann fährt die Kamera von oben, dann schaust du von oben durch, das ist wie die Ansicht von GTA. Und das ist ein ewig langer One-Shot, da hat er so eine geiles Quar, da wo die Kugeln, wo die Leute dann zum Brenner anfangen, wenn er schießt. Das ist Wow. eine Sequenz, sowas Geiles habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das hat so gut ausgeschaut, erinnert auch voll an Spiele, wie die teilweise zusammenfallen und eine verfierst. Das ist so richtig wie beim Ego-Shooter. Wenn man voll Shooter gespielt hat, dann weiß man, was ich meine. In dem Moment macht nur Spaß, coole Geschichte, das wird cool, wird alles cool weiterverzeiht und ich bin jetzt dann gespannt auf die Serie, die da kommt und auch noch die ganze Hintergrundgeschichte beleuchtet. Jetzt pass auf, als wenn das Ding, wie gesagt, coole Geschichte, wird jetzt da mehr Fokus eben auf Geschichte gelegt, weil er doch 3 Stunden dauert. Also haben wir wieder so ein wenig so eine Ausgewogenheit zwischen Action und Handlung dann oder ist die Handlung auch gerade wieder zum Vernachlässigen und wir haben nur Action die ganze Zeit? Ja, prinzipiell ist die Handlung in alle John Wicks zum Vernachlässigen. Ja, aber jetzt auf die, dass er so lang dauert, habe ich gemeint, vielleicht hat er jetzt irgendwo was zum Verzeihen und die, weiß ich nicht. Hat er irgendwas besonders noch zum Verzeihen, dass die lange Laufzeit rechtfertigt oder ist einfach nur Action Vollgas? Nein, das ist einfach nur geile Action. Okay. Also ich war jetzt nicht so, dass ich sage, super Story, geil, sondern immer nur doch geile Schießerei, geil, schon wieder geil und nochmal geil und immer geiler und ja, geil, flipp halt aus. Krass. 3 Stunden Vollgas. Ja. Da bin ich gespannt. War auf alle Fälle cool. Hast du die gesehen, Corby? Was? John Wick? Ja. Ja. Okay. Gut, wollte nur mal fragen. Bei dir habe ich nicht so gewiss. Mei, du schon mal im Fernsehen geschalten hast. das ist jetzt eine Filmereihe, die ist losgegangen, da war ich schon erwachsen. Ah, okay. Ja, dann Es ist geht's. jetzt was anderes wie bei euch, wo man halt mit 12 dann anscheinend, weiß ich nicht, gezwungen wird, anhand von irgendwelchen gesellschaftlichen Kriterien, dass man sich dann irgendwelche Eltern. Splatter-Sachen anschaut. Ja, das war mir aber voll gezwungen worden, gell, Conny? Unbedingt. Immer, ja, die Mama hat mich gefotzt, wenn ich mir kein Splitter Ich hab gesagt, nein, ich muss Hausaufgaben machen. Nix, da sitzt jetzt vor Black Pasti, Hittenbach ist dein Lehrer. Ja, genau, so hat's geheißen. Grausam.
Möchtest du nicht leben so? Nein, null. Ja, da. Du, aber lecker, jetzt habe ich dich unterbrochen. Brauchst du nicht wundern, dass wir so sind. Ja. Mando ist losgegangen, die 3. Staffel. Ah, Habe ich schön. noch nix gesehen, bitte Ich verrat auch nicht. nicht. Aber Mando sag stirbt in einfach der zweiten ob's- Folge? ob's- Ja, Weil er der Grogu umbringt, weil der jetzt nämlich ein Sith Lord wird. Da musst du mal Kopf platzen, oder? Ja, genau. Und dann fickt er seine Leiche. Typisch. Typisch Star Wars halt. typisch Disney. Ja, genau, typisch Star Wars. Disney. Also wenn man sagt, das ist klassische Vergewaltigung in einem Kannibalenfilm, ist das ganz klassisch, wenn in Star Wars Kiff explodiert und dann die Leichen vergewaltigt werden. Ja, so kennt man so. Ich bin ja schon gespannt, was Disney jetzt aus Ariel macht. Das wird sicher auch richtig heftig. Ariel, der Little Meermonster, oder? Ja, genau. Wenn es dann vom Sebastian ausgeweitet wird und naja, anderes Thema. Na, Mando, ich bin, ist sowieso wieder geil, aber ich bin echt immer wieder begeistert, wie unglaublich gut, dass das ausschaut, auf was für ein hoher Niveau, dass die Serie produziert wird. Das, vor allem in der Folge 3, da ist am Anfang so eine Verfolgungsjagd mit einer Parteifighter und das schaut, wo man denkt, ja, ich sitze jetzt im Kino und schaue mir einen, was weiß ich, 200 Millionen Blockbuster an. Das Ding ist unglaublich schön. Und dann denke ich mir wieder, wie kann das so eine kleine Serie so gut schaffen und dann manche tatsächliche 200 Millionen Blockbuster schauen aus, als hätte einer mit dem Malkasten die Effekte reingemalt. Unfassbar. Das ist echt Wahnsinn. Da gebe ich dir voll recht. Ich habe jetzt vor kurzem, Entschuldigung, dass ich noch was einwirf, der Ding haben wir uns Immer Konstantin. mal. Konstantin haben wir uns schön. angeschaut. Hey, super gealtert. Jetzt weiß ich glaube, der ist von 2005, schieß mit out. Hey, besseres CGI als Filme momentan von 2022. Also Echt? Wahnsinn. Also viel schimpfen dann, aber vom Auf was Alter hast du her. das gesehen? Blu-ray oder was? Netflix ist er drin. Ah, okay. Also ich finde den tadellos. Also wie gesagt, ein paar so Kleinigkeiten. Aber so vom Ganzen her, wenn die Höllenszenen und so kommen, sind Wild. nicht besser. Richtig gut. Und also ich mag einfach einen Keanu Reeves, dem schaue ich gern zu. Voll sympathisch. ja. Mag ich sehr gern. Und Konstantin ist auch, also ich mag den ganz gern, den Film. Da bin ich echt froh, dass die weitermachen, weil das ist sehr viel Ja, und- Potenzial. Nach der ganzen Umwerferei jetzt bei DC habe ich schon Angst gehabt, dass irgendwann heißt, Konstantin 2 ist jetzt auch wieder auf Eis gelegt. Aber Nein, die fangen sogar, ja, oder haben schon angefangen jetzt, gell? ich glaube schon, ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Gib mir diese. Aber zurück zum Mando. Wird dann, weil ich kann mich ja daran erinnern, dass die zweite Staffel so geendet hat, dass sie einer von den Hauptcharakteren ja eigentlich erst verabschiedet hat. Der ist ja dann wieder eingeführt worden bei Boba Fett. Das wird da nochmal erklärt oder sagt Disney, wow, vor der 3. Staffel schaust du gefälligst Boba Fett an? Jetzt muss ich gerade überlegen, weil das Ende von der zweiten noch mal ganz im Kopf habe. Wer hat sich da denn verabschiedet? Der Glor. Ah, ja. Nein, das wird nicht erklärt. Du schaust dir gefälligst Boba Fett an. Das ist Wahnsinn. das ist doch eigentlich scheiße. Hätten es doch einfach sagen müssen, okay, Book of Boba Fett ist Staffel 3 von Mando. Ist safe fast. Ja. Ja, es ist halt jetzt ist halt ein Universum, musst halt alles so schauen und nicht gerade uns außerpicken. Bist du selber schuld, wenn du so wählerisch bist. Ja, vor allem ist ja der Boba Fett gut. Also ich fand Hey, das so richtig nein, palpig. mir geht's jetzt darum, keine Ahnung, ich hab mir ja auch die Book of Boba Fett angeschaut, aber ich hätte mir gedacht, ich hätte jetzt lieber eine 3. Staffel von Mando. Na, Die hast du jetzt gekriegt. Ja, ihr wisst nicht, was ich meine. Vergesst es einfach. Ja, du dann. bist Ich so hab dumm, nix Corby. gesagt. Ja, ich bin so dumm. Unglaublich. jetzt hör auf, jetzt tut mir schon leid. Kann ich jetzt los nochmal. Jetzt tut mir schon Wie die leid. Frau, die heiratet noch Kinder, die muss doch das auch merken, oder? Ich werde mich halt mal wieder wegen euch in den Schlaf weinen. Toll. Oh, nein, bitte nicht, Corby, das wollte Und er ich geht jetzt zu seiner Frau und fragt, warum hast du mit denen geheiratet? Und bei den nächsten Ja, Mal genau. sagt er uns dann, was gesagt hat. nicht. Das war super. Irgendwas muss er gut kennen, kann ich. Ja, vielleicht kann er gut massieren. Fürs Massieren. Ja, das kann er, der Corby. Das hat er bei mir auch schon ein paar Mal gemacht, das kann er auf alle Fälle. Sehr schön. Psst. Ach, Entschuldigung. Corby, teilen wir uns noch schnell ein kleines Überleg. Wir haben jetzt zwar schon mal kurz drin gehabt, aber jetzt ist vorbei. The Last of Us, die Serie. Ich glaube, wir haben es die letzten 3 Mal drin Ja, gehabt. aber jetzt ist es halt wirklich gar. Und ich Ja, muss einfach nochmal sagen, ja. wie unglaublich gut und schön, dass diese Serie gewesen ist. Und auch da, effekttechnisch, unglaublich toll gemacht. Alles schaut super aus. Und ich frage mich wieder, was macht es eigentlich bei Blockbuster? Ich verstehe es nicht. Also es ist wirklich der Hammer. So wie es umgesetzt worden ist, sind viele Sachen zwar aus die Spieler weggelassen worden, aber trotzdem, es ist genau das gleiche grandiose, traurige Gefühl zum Schluss. Oh ja. Und ich freue mich extrem auf die nächsten Staffeln, weil ich habe gelesen, dass das zweite Spiel mindestens 2 Staffeln wahrscheinlich aufgeteilt wird. Habe ich auch schon gelesen, ja. Und sie wollen ein bisschen mehr infizierten Kasala einbauen. Da haben sie sich ja wirklich stark zurückgehalten, gerade bei den letzten Folgen.
Ja. Aber mir war das da hab ehrlich ich- gesagt da gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Bis ich das dann gelesen habe, dass sich da anscheinend im Internet ein paar Leute beschweren, dass Zwing-Schwammerlköpfe umeinander laufen. Dann haben wir, da ist mir dann erst aufgefallen, stimmt, das war gar nicht so der Fokus, gell? Ja. Aber also mir hat es nicht so gestört, weil ich fand die Geschichte einfach gut. Ja, super gemacht. Beide, der Pedro Pascal und wie heißt sie? Ramsey? Bella Ramsey. Echt top. Sehr gut besetzt und ja, Hammer. Ich bin echt traurig, dass es schon wieder aus ist. Sehr schön. Bin ich gespannt. Ich bin echt traurig, dass das schon wieder aus ist. Es wäre natürlich jetzt super gewesen, wenn der Abstand zu House of the Dragon nur ein bisschen weiter gewesen wäre und jetzt hat bald schon die nächste Staffel anfangen von House of the Dragon, dann geht es wieder weiter mit Last of Us. Weißt schon so, dass HBO einen immer an der Stange hält, aber jetzt wird erstmal länger nichts passieren. Deswegen, ja, ich habe in weiser Voraussicht schon vor 3 Monaten das Wow-Abo zum April gekündigt. Ja, ich muss jetzt dann einmal schauen, wie lange das es noch braucht, weil jetzt haben wir Chucky 2 habe ich mal die Staffel, also die zweite Staffel von Chucky haben wir jetzt durchgeschaut. Und jetzt schaue ich mir noch so die dritte Stargirl-Staffel fertig, weil das habe ich mir angefangen und ist nach der dritten abgesetzt, aber dann kannst du das auch fertig anschauen. Und dann wird es schon wieder mau, muss ich sagen, mit dem Angebot, was mir Wow gerade bietet. Ja. Mal gucken, aber so wie ich mich kenne, läuft es genauso wie sämtliche kurzfristig gebuchte Channel auf Amazon einfach weiter dahin und ich reg mich jeden Monat auf, wenn es Geld abbucht. Und du möchtest es immer wieder kündigen und dann sagst du, jetzt mach ich es, vergiss das und so geht es Tag um Tag und immer weiter, oder? Ja, Ja. genauso wie ich immer aus der Kirche austreten möchte, wenn ich irgendwas lese, was mich aufregt und dann vergiss es aber wieder und irgendwann so, alles klar, du bist ganz Ja, und du schön. darfst da nicht vergessen, du möchtest ja kirchlich heiraten, also du darfst das sowieso. Ja, unbedingt will ich wirklich heiraten. Das ist mein großer Traum, seitdem ich denken kann, Ja, ist es, eben. dass ich irgendwann Du willst kirchlich immer heiraten eine will. schöne Braut sein. Ja, ich war eine wunderschöne Braut, da garantiere ich dir. Man hat es ja Absolut. gesehen in unserem Halloween-Special als Chuckys Braut, ich bin ein wunderschönes Mädchen. Ja, das stimmt, ja. Ich wollte, ich wäre ein Mädel, genau wie mein Papa, oder? Haben die Monty Python gesungen. Das war's so an Zeug, das ich gesehen habe. Spieletechnisch haben wir ja im Talkthrough schon geredet. Das Einzige, ich habe euch zwar schon gefragt, ich weiß dann nicht mehr sicher, ob ich das jetzt wirklich noch nicht gesagt habe, aber ich habe da so einen Shop entdeckt, der sich Astrein nennt. Und ich weiß einfach nicht mehr, ob ich das schon mit die Alex verzeiht habe, aber ich verzeihe es Noch einfach nicht. nochmal, Haus weil der Name einfach so geil ist. Der war, wenn ich schon mal gesagt habe, dann ist es okay, dass ich es nochmal sage, weil er hat es verdient. Rat jetzt mal, was Astrein für ein Shop ist. Ich glaube, es hat entweder was damit zu tun, dass die Lexikas für Bäume verkaufen Oder Schreinerzubehör. Schreinerzubehör oder Sexspielzeug. Na, nie. So Nie. nennt man doch nicht. Das da Pfui. Also, sie machen schon so, sie machen auf alle Fälle Äste, die man sich reinstecken kann. Wohin? Wo du möchtest. In Ton? Was? Fragst du mal die Frau. Ja, Frage ich. Die war wahrscheinlich froh um so einen Stecker. Nein, also ich weiß, ich bin dadurch, ich bin ja da, wir haben ja noch diesen, beim Birger bin ich ja unserem Gast zu der Alien-Reihe, da bin ich ja nur in der Speziewirtschaft dabei und da hat uns damals dieser Shop angeschrieben und ich habe den Namen so geil gefunden, dass ich aus Holz Dildos herstelle und mich dann Ast rein nenne. Unglaublich kreativ, geiler Name, feiere ich voll. Ich hab zwar eigentlich nicht gern was drinnen, aber den Namen, den support ich, darum werde ich mal was bestellen. Aber Hilft dir nicht. und wo steckst du das dann hin? Ich schau dann einmal. Vielleicht ist der gerade zum Zuzeln für auf der Couch, wenn ich kein Eis mehr hab. Oder du gehst so Tellerglasel rein und dann Nutella auslöffeln oder so. Ja. Oder ich schieb mir halt einfach ins Arschloch, für das er gedacht ist. Ach Gott, jetzt ja genau. Man weiß ja nicht, vielleicht öffnet das ja neue... Ja, das öffnet wirklich Also neue. ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass bei dem Super Mario Smash Turnier hauptsächlich Erwachsene dabei sind, die dann auf unseren Podcast kommen, weil wenn da irgendwelche Kinder dabei sind und die sich dann denken, da war so ein toller Podcast, da höre ich mal rein. Mama, was ist denn was ins Arschloch stecken? Boah, Gott. Fragst den Pap. Ja, wie gesagt, ich muss aber wiederholen, ich weiß nicht, ob ich den Shop schon mal erwähnt habe. Vielleicht erwähne ich ihn noch ein drittes Mal, weil ich ihn so toll finde. Vielleicht erzähle ich ja von meinen Erfahrungen mit den Steckern. Bitte. Schauen wir mal. Ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Das war's aber mit meinem
meine Rolex aus dem März. Ich hab mich nicht mal aufregen müssen, das ist doch einmal schön, oder? Wahnsinn. Ihr habt euch ja schon bei mir aufgeregt. Ja, aber das war ja spontan, das war jetzt ja nicht geplant. Das ist ja fast jetzt mal. Eben, das ist ja nichts Nice. Business as usual. Ich fand noch eine Sache ziemlich cool. Meine Mom, die war bei der Monika Gruber Der Mann finde ich ja cool. live. Übrigens, ich habt ja das in der Scream-Folge war das, oder? Mit der Karin und so. Ja. Ja, meine Mama heißt auch Karin. Ja, das ist auch ein Engel meines Lebens. Ja, siehst du das? Ja. Die war bei der Monika Gruber und diese besagte Monika Gruber, glaube ich, hört unseren Podcast. Und zwar hat sie die unglaublich über diese Always Bindenwerbung aufgeregt, für quasi die alten Damen in die Hosen bieseln beim Yoga. Und ich glaube, dass die das auch gehört hat sie das dann angeschaut und hat dann gesagt, hey, die hat recht. Und hat sie das dann mit in eine Show eingebaut. Also sagt sie mir, was man mir für Kreise ziehen. Ja, Wahnsinn. Aber dann da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie gesagt hätte, hey, das habe ich in einem Podcast gehört. Das weiß ich, muss ich meine Mama mal fragen. Vielleicht hat sie es auch gesagt. Vielleicht hat sie ein T-Shirt da gehabt von uns, wer weiß. Also, liebe Frau Gruber, wenn Sie unseren Podcast hören, dann bitte melden Sie sich bei uns, dann kriegen Sie ein T-Shirt. Ja, man muss sich nicht schauen. Man muss sich nicht schauen, wenn man uns hört. Nein. Überhaupt nicht, nein. Das ist eigentlich ein ganz guter Charakterzug. Richtig, weil dann kann man sich damit brüsten, dass man sich auf so ein Niveau mit runter ablässt. Und man kriegt gute Empfehlungen wie ein Astrein-Shop. Ich bin mir zu nichts zu fein, sage ich da immer. Ich höre sogar den Scheißdreck. Ja. Aber hallo. Ja. Schön. Wahnsinn, Mann. Jetzt sitzt man da und in einer guten Woche sitzt man schon im Hardline. Dann sehen wir uns persönlich. Lustig wird's. Du wirst es nicht glauben, aber ich wollte tatsächlich auch gerade nochmal sagen, ich freue mich schon so dermaßen aufs Hardline. Das wird mein Urlaub dieses Jahr. Ich bin so heiß wie Frittenfett. Jetzt werden wir alle krank bis dahin. Hau ab! Mein Bulle kommt mit Fieber um, hör auf! Hör auf! Ich bin froh, dass jetzt noch alles krank wird, dass dann nächste Woche oder übernächste Woche dann in Ruhe ist. Herrschaft. Gibt's mir heute die 4 Tage, vergunsten wir es halt. Ja, zwecks meiner. Ja. Zwecks die darf ich mitfahren, oder? Geh ein wenig in die Kirche und bett dafür, dass du mitfahren kannst. Das ist sowieso. Dann wird das schon hier haben. Aber jetzt ist Sonntag 10 Uhr, ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Ja, dann, ja. Lieber Moderator, the stage is yours. Yes. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Kani, Corby, es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle zugehört habt, ihr da draußen. Ja, du, Hörer, ich sprich die an. Was denn? Ich durchbricht gerade die 3. Wand. Die 4. Wand. Die 4. Wand, Entschuldigung. Aber voll cringe. Also ich Überhaupt glaub, nicht. Das ist cringe. Sagen wir mir jetzt ein Cringe, oder wie? So, sagen wir nicht, Corby, was ist denn los? Ja, was heißt denn cringe? Seltsam, oder? Ja, cringe als Corby. Sprichst du eigentlich nur unsere männlichen Hörer an oder unsere Hörerinnen auch? Achso, nein, alle, Hörer ist Unisex. Hörer ist alles, sind alle. Du wolltest doch anfangen zum Gendern bei uns. Niemals, bist du des Wahnsinns. Achso. Ich behandle alle gleich schlecht und alle gleich behandelt und es ist die Hörer und die sind alle. Fertig. Der Hörer, die Hörer, die sind alle. Okay? Schaut bei unsere sozialen Netzwerke vorbei, haut uns solche Kommentare ein. Ich sag's immer wieder, aber es kommt nichts. Bitte, gibt's ein bisschen Feedback und nicht nur bei YouTube einschreiben, oh Gott, die haben ja bayerisch oder sowas. Irks, ich habe gestern mal nachgelesen, sie hat geschrieben, Irks, das ist ja bayerisch. Wahnsinn. Ich habe geantwortet. Was hast du geschrieben? Ich habe drunter geschrieben, ich weiß nicht genau, aber irgendwie so Kreuzkruzifix, blutige Ratze, Fotzen, warum sagt das keiner davor? Oh Gott. Also aber nichts verstanden. Das hat seinen Google-Übersetzer eingeschrieben und der hat dann gesagt, das könnte taiwanesisch sein, oder? Was ich glaube, der hat unseren Kanal dann gemeldet. Wahrscheinlich. Also schaut sie bei vorbei, dort Glocken drücken, dort uns abonnieren, schaut bei YouTube vorbei, wie gesagt, auch bei Facebook, gibt uns ein bisschen Feedback. Wir freuen uns, wir sind es wert und natürlich auch Steady-Abos abschließen. Desto mehr Kohle das wir haben, desto besser geht es uns, desto cooler sind wir drauf. Desto schöner sind unsere Folgen. Das ist ein Kreislauf, Freunde. Da hat er recht. Ja. Da hat er recht. Seid ihr lieb zu uns, aber wir lieb zu euch. Na, ich nicht, weil ich setze mich mit dem Geld dann ab. Überhaupt nicht, ich finde die, egal wo. Du kannst nicht weit sein mit deinen Bandscheiben. Lass mich. Ich finde jagen und zur Strecke bringen. Lass mich in Ruhe, das ist Bodyshaming. Ja, so, schön. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Ciao. Nicht im Astrein-Shop. Wahrscheinlich auch dort, ja. Sicher. Auch da gehört. Sicherlich. Also dann. Also, tschüss. Servus und Habitäri. Bye, bye.